Gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten wünscht aus der Region für die Region. So langsam tut es Herbst stellen, ja. Aber ehrlich, wenn der Wind geht und bewölkt ist und mal Mitte August, Ende August fast, dann tut es schnell einmal Herbst stellen. Die Dohlen fliegen auch niedrig. Ja, wenn ich jetzt hier so sitze und das Vieh anschaue, wie sie fressen und liegen, dann habe ich schon irgendwie leicht Wehmut, dass es jetzt so langsam zu Ende geht. Einfach nicht am Morgen denken. Einfach noch genießen. Noch kann viel passieren. Für mich ist Alp einfach so weg vom Tal, der eigene Chef sein, grosse Verantwortung haben und ein bisschen den Frieden haben. Ich bin einfach extrem gerne halt in den Bergen. Das wird sicher einerseits eine Herausforderung sein, aber andererseits einfach ein Erlebnis, das nicht jeder machen kann. Viele sagen aussteigen, ich sage auch einsteigen ins Leben, in den Rhythmus, wie es eigentlich gut wäre. Es ist früh am Morgen auf der Fürstenalp. Der Lou Blas steht immer als erstes auf. Da bin ich und die ist verschieden, unterschiedlich. Sie geht eher später schlafen, so spät auch nicht. Und ich bin eher am Abend, wenn es mal 9 wird, dann gehe ich gerne ins Bett. Und ja, zwischen 5 und halb 6 gehe ich dann raus. Aber das ist auch gut, so ergänzt man sich. Geise! Geis! Geise! Im Herbst geben sie nicht mehr so viel Milch, dann haben sie es nicht so eilig. Geis! Die Chefin am zuerst, gell? Dabei kommen sie alle. Guten Morgen. Gott, die Ziegen, wenn du nicht fein bist, dann kann man sie nicht. Und manchmal ein Brot gibst natürlich. Ein bisschen verwöhnst. Ja, wie mit den Frauen. Wie mit der Lesung. Nein, überhaupt. Gegenseitig soll man so gut wie möglich miteinander umgehen. Na, wer kommt? Vera, kommst du? Gut, dann kommt die Vera. Weil so viel hab's nicht mehr. Milch. Du kommst auch dran, ja. Ah, da muss ich schon am Melken. Meistens, wenn er nach Melken geht, das höre ich ja, wenn er nach die Geiße ruft. Nur langsam bewege ich mich und komme so raus. Hui. Oh, alles gut, alles gut. Morgen. Hallo, guten Morgen. Ja. Schön. Melken? Ich gehe mal. Ja. So. Und du, gut geschlafen? Ja. Selber auch? Ja, heute habe ich wieder gut. Gut geschlafen. So.
Im Eritz auf der Pidecek ist es nicht so anmächelig zum Rausgehen. Weißt du, was donnert? Dann können wir ins Heulager. Wenn mir das nicht gefällt, können wir halt rein. Mit dem Regen sind wir verwöhnt dieses Jahr. Also wir haben sehr schöne Tage gehabt, aber es hat auch immer geregnet. Hier ist manchmal halt ein kleines Problem, wenn es regnet, kommt halt innerhalb von einer Stunde, schüttet es halt alles ab. Es ist halt nicht ein konstanter Regen, es ist halt sehr gewitterhaft. Ja. Hast du gern? Schwenken. Was stinkt? Ja, mir Gocki. Dein Pulli? Ja. Hast du gegagelt? Ja. Dann müssen wir putzen. Hast du gegagelt? Nein, Vogel. Gefurzt! Ja, meine Kinder. Mega gut, Papa. Ja, das ist doch gut. Mega gut. Ja, mega gross. Jetzt sehe ich es. Schau uns. Guck uns. Und ausgerechnet jetzt müssen sie raus. Schaffen muss man, wenn es schifft. Nur rüber. So, du kannst schon mal raus. Das Deli ist offen. Ja, genau. Jetzt regnet es mega. Für den Papa noch. Schau mal. Moral hat bei den Kindern wie nie. Die haben nie gelitten. Die haben nie gelitten. Bei den Die Kindern, immer super Laune. die waren immer motiviert. Also wenn der King so hätte angefangen zu stürmen. Ja, dann wäre es auch schwieriger. Es braucht nicht viel, eigentlich nur uns zwei. Tanzen im Kessel, ich will nie wieder heim. Mach dir keine Sorgen, alles wird okay. Es ist zwar Nacht, aber es braucht nicht mehr, nur du und ich. Sitzen am See, bis die Sonne steigt. Akustisch nicht verstanden, aber hey, bevor du bist gegangen, hast du mir gesagt. Das ist mega grosses Gaggi. Ja. Kuckuck. Danke, ja? Soll ich nicht gabeln? Das nasse Wetter kann auch für das Vieh ein Problem sein. Eine Kuh himpelt. Ruhig, Kättle. Ja, der Fuß ist recht geschwollen. Ich habe nicht das Gefühl. Schau jetzt. Ja, das siehst du schon von weitem. Schau jetzt so ein Küsseli unten. Jetzt sind geschwollenen Fuß. Ja. Bis jetzt haben wir noch nie etwas gehabt, außer mit dieser Kuh. Nicht keine Grippe, gar nichts. Mit sonst niemandem. Geh da mit einem Kätzchen. Ja, wir haben sie dann wirklich die Klauenstange rein. Dann kann Morty schauen, ob sie vorne einen Stein drin hat. Das kommt dann rausputzen. Weil es ist vorne rechts ist sie geschwollen. Und dann bekommt sie den Schmerz mit. Komm, Käthi. Alle ab. Alle ab. Komm, komm. Komm, Kättle. Komm hier. Komm hier. Du, hinter zu, hinter zu, hinter zu. Ja, wenn wir doch wüssten, dass es geht. Und? Bis sie eingehängt ist. Ist sie eingehängt? Super. Oh, die Arme. Ich glaube nicht, dass du so raus musst. Ja? Zehen weh. Also Klauen. Klauen. Klauen tut er weh. Tut sie fast ein bisschen rennen? Siehst du etwas? Ja, es ist auf der linken Seite, im Innenklauen, ein Buckel drin. Kann man keinen Hagel. Es prätscht gerade. Schau jetzt. Es gibt den Kopf. Ja, sie hat auf dem Tuf sie geteilt und auf der Innenseite hat sie eine Geschwollstunge dran. Aber jetzt bekommt sie das Schmerzmittel, dass sie dann wieder kann laufen. Komm. Komm. Und dann gibt's noch eins. Abwarten. Links. Laufen.
macht's gut. Nein. Gell? Mal, ein Tag besser, ein Tag ein bisschen schlechter. Wie wir auch. Nein, sie macht es mega gut. Ich bin mega zufrieden mit ihr. Solange sie Hilfe ist und ja, ist ja alles super. Raja hat noch genug Gelegenheiten zum Trainieren. Es ist noch nicht einmal Halbzeit auf der Alp. 2-mal am Tag müssen alle Kühe zum Melken. Ja. Ja, jetzt haben sie sich langsam daran gewöhnt, am Melkstand. Und es funktioniert recht gut, ja. Sind zufrieden so weit. Aber auch sie haben Kühe, die nicht ganz zu Weg sind. Willst du mir schnell das Fläschchen heben, Eli? Willi muss nachfüllen. Okay. Musst du nachfüllen? Ja. Du hast eine größere Spritze. Ich muss 50 Milliliter, weil ich nicht erkannt habe. Hast du keine 50er Spritze? Nein. Würde ich mal eine bestellen. Ja, aber kommst du auch mit dem Fläschchen oder was tust du? Ah. Ja, ist richtig. Die Kuh hat ein Problem am Huf. Wegen der Behandlung dürfen sie die Milch nicht mehr brauchen. Wie hast du? 25, aber 25. Wir sagen dann im Kübel melken. Die Milch wird ausgeleert. Und die hat Antibiotikum drin, das darf man nicht verlesen. Und wir sind aber sehr grosszügig mit der Farbe, dass wir es sicher sehen. Ja, lieber zu viel als zu wenig Farbe. Nicht, dass wir noch... Das Problem, wenn wir drin melken, sind grösser und teurer, wie wenn wir einen Stift mehr verbrauchen. Die nächste Patientin wartet schon. Ihr fehlt ein Stück Schwanz. Auf der Fürstenalp gehen Lies und der Lou heute wegen dem Nebel beide auf Kontrolltour. Zu zweit können sie sich aufteilen und schauen, ob es den Kühen gut geht. Bis später. Müssen wir sie noch trennen? Ja, die Wippe und die Alice nehme ich mit und du nimmst die Senioren. Gary, du gehst mit der Lies, gell? Alice. Komm zu. Gary. Ah, da ist einer mal. Da oben sind schon. Nix du. Ich Ja, sehe da noch siehst nichts. du nicht. Gary, komm mit. Komm, Gary, so. Gehst mit mir. Bei Gary muss man jetzt ein bisschen schauen, noch hört er nicht wirklich mehr, was man sagt. Der Gary ist schon 15, ein alter Knabe. Verliert er sich einfach manchmal. Gell, Gary? Ich bin ein schlechter Zähler. Ich muss mir sie heute mal ein bisschen notieren, damit wir wieder mal genau wissen, wer da ist und wer enden. Und das geht für mich am leichtesten, wenn man das ein bisschen aufschreibt. Und die XK muss ich mal umschreiben. Ein Schwindelzettel ist das, gell? Und da haben wir auch eine XK, eine Sutter. Geristan und Leim. Ist das Wölfi? Ist das die Wölfi? Nein, das ist nicht die Wölfi, das ist schon die 63.
müssen schauen, wo der Gary geblieben ist. Der wird da drüben Platz machen und sich verlieren. Aber wir müssen da jetzt sowieso wieder rüber. Das kommt bei ihm jetzt eben vor, dass er sich hinlegt und dann, wenn er dann nicht weiß, wo ich jetzt bin. Weißt? Gary! Alle vier da. Es bringt gar nichts, wenn ich ihn rufe, weil er mich eh nicht hört. Abend! Es ist morgen früh bei Familie Boss. Nicole will schauen, wie es der Kuh geht, die himpelt. Ja, jetzt hoffe ich einfach, die Kätzchen sind nicht zu weit gelaufen. Für wen würde ich Scheichen tun, dass sie nicht so weit weg wären. Aber das ist das Viech, die haben immer das Gefühl, sie müssen gerade anders. Ahmed! Allez hop! Ahmed! Komm her! Komm her! Das ist die Kätzchen, die am weitesten weg ist. Komm, komm, komm! Ja, Scheissaffen. Sie impft schon noch recht, aber ja, ich denke, jetzt haben sie dann noch ein bisschen Klauen stehen. Oder ja, Michael soll das sagen. Ja, ich denke, sie läuft heute ein bisschen besser. Aber auf der Weide ist sie ja noch einigermaßen gegangen, aber sie hat doch gehimpelt. Jetzt müssen wir einfach Zeit geben, bis der Geschwulst weg ist. Aber im Fußinnen hat sie nicht mehr. Die Klaue ist super. Von dem her, das kommt gut wieder mit der abwarten und Kaffee trinken. Ja, aber sie ist im Fall mehr. Kann dir noch das Video? Ja, die Geschwellung muss zuerst vor. Ja. Das geht nicht einfach über Nacht. Das schon gar nicht, wenn sie auf der Weide ist. Ich bin mehr so ein bisschen spontan, und geht das schon. Ich kann sehr anstrengend sein, weil ich genau darauf beharre, dass es genau so gemacht werden muss. Ja, aber der Vorteil ist halt, dass ich mehr Ahnung hatte da oben als sie. Und dann konnte sie nicht sagen, wie sie es haben wollte. Und dann konnte ich machen, wie ich wollte. Ich glaube, darum hat es gut funktioniert. 24 Stunden am Tag zusammen, das ist sonst bei Bosses nicht so. Für unsere Beziehung ist es eigentlich wirklich Eine Bereicherung. eine Bereicherung. Genau, ich habe das Wort gesucht. Ich wollte nicht sagen Qual, Bereicherung ist das richtige Wort. Genau. Hey, ich finde es auch krass. Eigentlich ist ja das, wo also es gibt ganz viele Leute, die mir zu widersprechen. Aber eigentlich ist es auch wieder der Idealzustand. Die Kinder hast immer wieder, als Partner bist du immer zusammen und du bist immer daheim. Also eigentlich wäre das der Idealzustand als Familie. Was? Immer daheim, immer zusammen. Ja, obwohl ich gesagt habe, dass ich nie zusammen mit ihr arbeiten will. Weil wir halt vom Charakter unterschiedlich sind. Aber gell, ich bin nicht so schlimm. Nein, es geht noch. Michael genießt jetzt einfach auch gerade, einmal nicht die Haushaltung machen, einmal nicht zu kochen. Die Kinder eigentlich so am Mittag in der Krise sagen, ich gehe jetzt in den Stall. Was? Schon wieder ein Nasenböckel? Heiland, zack! Da. Zack! Super! Schon wieder ein Nasenböckel. Schon wieder ein Nasenböckel. Gary! Ich denke, dass der Gary raus ist. Zwischenzeitlich. Weil so lange würde er jetzt nie in einer Nacht liegen bleiben. Und entweder er wäre zu mir gekommen oder er ist raus. Ich nehme an, er ist raus. Lies meint damit, dass er auch zurück zur Hütte ist. Aber sicher ist sie sich nicht. Oh, schau, eine Feder.
Eine Feder heisst immer, alles ist in Ordnung, wenn ihr Feder findet. Die müssen wir irgendwo mitnehmen. So. Auch der Lou ist weit oben beim Vieh. Der Alice macht aber eher, was er will. Alice! Komm bei! Komm bei! Der Hund soll sie jetzt daherkehren, damit sie hier raufwärts gehen, weil hier runtergehen brauchen sie nicht. Da haben sie schon gefressen, Holz fast. Komm bei! Lie down! Super! Geht ab! Sie ist noch einfach ein bisschen zu. Sie macht es schon gut, aber wenn sie so wie die Stauden drinnen, dann ist sie ein bisschen unbeholfen. Aber mit Ruhe geht's auch. Ich versuche schon, so wenig wie möglich immer die Hunde einzusetzen, weil die Rinder sollen ja nicht mit den Hunden hin und her gejagen werden, das ist ja nicht gut. Wenn sie mal raufgehen, aber schon wirklich wieder in Ruhe lassen. Lies ist zurück von ihrer Runde, ohne Geri. Ja, Geri, bist du da? Ja, gut. Bist du derweil heimgegangen, hä? Ja, gut. Ich möchte gerne bei mir heim. Hast du jetzt immer gefunden, hä? Ja. Gut. Hast du gut gemacht, bist heimgegangen. Er hört wirklich nicht mehr. Geri, wenn es klein ist, dann hört er schon. Aber wenn es ein bisschen weg ist, gell, funktioniert nicht mehr der Abend. Ja, der Geri war schon lange in sich. Guter Hirtenhund, gell? Desinfizieren. Delin und Desiree haben noch eine Patientin zum Behandeln. Also die hat einen offenen Bruch gehabt. Und dann haben wir amputieren, dass es nicht einen Infekt gibt. Und ja, jetzt hat sie halt ein bisschen weniger. Willst du noch? Muss ich leuchten? So, willst du? So eine Freude, aber werden sicher. Kannst du mit die Urteilwäsche gehen? Du musst eigentlich den Faden rausziehen. Ich sehe ihn da schon. Siehst du? Hat auch seine Vorteile, wenn man ein bisschen rauskommt. Ich bin Pflegefachfrau und kann es halt darum auch ein bisschen Fäden ziehen und Klammern ziehen und ist halt schon eine Arbeit, die ich gerne mache. Ja, als TPR ist mir da auch ein bisschen an der Quelle. Für diese medizinischen Sachen. Nein. Jetzt schon, legst du rein? Nein, nicht machst du. Chance. Warte, jetzt haben wir noch Sprayen. Wir haben hier sehr angenehm mit dir, das muss man wirklich sagen. Aber also, das tut ja auch nicht weh. Die hat gar keine Schmerzen mehr, schon lange nicht mehr. Wenn, dann wäre es höchstens ein bisschen Kützenlosung spürt. Die Arbeit ist gemacht. Für alle. Ich würde sagen, ein bisschen die Belohnung. Wenn sie schon so gut arbeiten, darf sie etwas haben, was sie gerne hat. Ob sie es vertreibt, ist eine andere Sache. Gut. Am Herd steht bei Bosses normalerweise der Michu. Nicole arbeitet Vollzeit. Der Michu ist 2 Tage pro Woche auswärts und sonst daheim bei den Kindern. Das ist hier oben anders. Das klassische Rollenbild ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn man es immer so
Gegenteil lebt. Und echt den Kindern auch vorleben, dass es eben auch anders geht, dass nicht echt die Frauen hinterher gehören. Und da bist du jetzt genau so klassisch, wie ich es nie haben. Ja, die Unge ist Michael 3 Tage mit den Kindern unter der Woche allein. Und es ist schon anders. Er macht es einfach anders. Und ich glaube, auch ein bisschen unkomplizierter manchmal. Aber ich muss immer ein bisschen lachen. Es wird ihm auch viel verzeiht. Also, wenn er mal irgendwie weggeht und irgendetwas für die Kinder vergisst, ihm hilft wie jede und alle helfen ihm. Und wenn du als Mutter irgendwie etwas vergessen hast, dann wirst du so abgestempelt. Und das ist wirklich krass. Dann bist du dran. Ja, ich muss immer dran. Ist es fertig? Noch nicht? Ich glaube, der schlaft jetzt gegen dich. Wenn es nicht falsch kann, einfach mit dem Finger oder mit dem Stiefel. Was ist das? Kuh. Ja. Oh, das kann Papagei. Wir haben es ja gemacht, dass ich mit den Kindern so viel Zeit verbringen kann. Und gleich für die Kinder ist das halt so eine lange Zeit, dass das für sie wirklich, glaube ich, ein bisschen schwierig wird. Und auch wieder in der Kita den Rang zu finden. Es ist dann wirklich 3,5 Monate halt keine Ablösung stattgefunden. Da, jetzt kannst du würfeln. Im Moment kann ich mir noch nicht vorstellen, wieder runterzugehen. Nicht, weil ich den Job nicht gerne mache, einfach weil es halt hier oben so anders ist und entspannt ist und es gut läuft. Und ich bin einfach extrem gerne halt in den Bergen. Ich gehe jetzt zu der Gusti. Was ist denn? Auf der Fürstenalp hat der Lou Geburtstag. Er wird 61. Sein Sohn Raphael ist extra mit einem Kollegen aufgekommen. So, wenn es sich ausgeht, komme ich auf die Alm, wenn Papa Geburtstag hat. Manchmal geht es auch nicht, dann ist es aber auch kein Problem. Aber wenn, dann verbinde ich es gerne, fahre auch gerne nach Südtirol noch mal kurz, weil ich nicht mehr dort wohne und verbinde es dann mit dem Besuch hier. Der Lou und Lies haben noch 2 Kinder mehr. Ja, früher waren die Kinder, die Dona, der Raphael und die Laura, waren alle 3 immer da, ja, bis die Schule angefangen hat. Gell? Ja. Das war normal. Die 3 Kinder und meistens nur irgendwelche Freunde mit, meistens nur mit 2 Kinder mehr. Also im Schnitt waren es schon meistens 4, 5 Kinder. Ne? Ja, ich habe schon eine gute Erinnerung an die Kindheit und an die Alpen. Doch dadurch, dass wir im Tal unten schon immer öfter umgezogen sind und dann wahrscheinlich so in Lebensjahren gerechnet, wahrscheinlich am meisten Zeit fast auf der Alp mittlerweile verbracht haben als konstante Zeit, ist es wahrscheinlich echt, also schon sehr heimelig. So, das ist schon, doch, war schon immer konstant auf der Alp. Nach dem Mittag gibt es ein bisschen Vater-Sohn-Zeit. Früher normal, heute eher selten. Der Raphael kann sich gut an die Zeit auf der Alp erinnern. I'll make Papa proud. One day I will somehow. Mother says I'm strong. I'm the oldest one. Ooh, the pages of my story written in the dirt, written in the dirt. Papa war schon immer ruhig und geduldig, vor allem mit den Kühen. Aber wenn sie natürlich fuchsen, dann fuchsen sie. Da glaube ich, muss man auch mal ein bisschen proaktiver und energischer. Kann energisch schon auch sein, gell? Ja, wenn es fuchst. Der Raphael hat im Lou sein Buch gelesen und unbekannte Seiten über seinen Vater und Großvater erfahren. Durch das Buch weiß ich sicher mehr über den Vater von meinem Vater und natürlich auch über die Kindheit von meinem Vater. Ich glaube, ich kann jetzt auch meinen Vater mehr verstehen, wie er als Vater war. Aber ich glaube, insgesamt
muss ich schon sagen, hat jetzt mir nie nichts gefallen. Ich glaube, es war eine strenge Erziehung in manchen Sachen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen rückblickend, ich glaube, wir haben ja viele Privilegien und so weiter oder positive Eigenschaften auch dadurch entwickelt. Wie? Dass es so war. Also ich finde schon streng, aber gut. Jetzt auch nicht immer streng, ich glaube, das ist jetzt auch nicht. Jetzt auch nicht nur streng, aber es hat schon auch, also ich glaube, es war jetzt schon auch, es hat schon Grenzen gegeben. So. Und die sind dann eingehalten worden. Oder? Ja. Ja, hat schon gegeben. Was mir schon wichtig war, ist einfach schon zeigen immer, dass wenn irgendwas ist oder irgendwas, wo ein Problem da ist, dass er zu einem kommen kann. Das, was mir eigentlich gefehlt hat. Und das habe ich ja nicht gewollt. Ich habe nie meinem Vater da irgendetwas vorgeworfen mehr in dem Sinne, aber ich habe auch nicht gewollt, die gleiche Geschichte weitergeben. Nein, wenn ich jetzt so wenn wir so reden, dann könnten wir alle zu brechen. Ich glaube, wir haben schon gut gehabt. Ja. Und ich glaube auch, dass jeder von uns drei jetzt relativ weit gekommen ist, in dem, was er tut. Hat sicher auch etwas mit dem zu tun. Alles recht so. Wie es ist. Dicke, gell? Die Alp Nadschens ist mitten im Skigebiet von Laax und sehr gut erschlossen. Darum ist hier oben im Sommer viel los. Ich möchte jetzt nicht unbedingt auf eine Alp, wo ich so total weg von allem bin. Nein, einsteigen. Darum sind wir auch auf eine derge Alp gegangen. Ich denke, wenn wir das nicht wollen mit anderen Leuten, gerade auch mit Touristen oder auch mit Besuch und so, dann müssen wir schon von Grund auf etwas anderes suchen, weil sonst wären wir oben schon ein bisschen fehl am Platz. Und ein grosser Vorteil, auch dank dem Tourismus, ist sogar die hinterletzte Weide mit einer Strasse erschlossen. Hä? Ich gehe hinterher. Freie! Jetzt sind wir in der weitesten Weide. Ja, wir haben jetzt etwa 40 Minuten. Ja, 40 Minuten, 50 Minuten so zum Kühe holen. Aber ist im Vergleich zu anderen Alpen immer noch human. Von dem her geht es eigentlich recht gut. Links. Links. Raja ist auf gutem Weg, eine richtige Hütehündin zu werden. Na, alle! Hopp, hopp, hopp! Langsam. Links. Die Tag, das ist eine recht grosse Weide. Da hat sie es jetzt super gemacht. Es nützt halt schon. Ein Hund merkt sofort, wenn er nur ein bisschen Druck geben kann. Du merkst ja schon, du musst schon viel weniger laufen. Und die Kühe wissen genau, ob du mit Hund oder ohne Hund hinten neu gehst. Sie laufen ganz anders. Das ist definitiv so. Laufen! Alle! Hopp, 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 hopp! Na! Na! Nein, es ist ein Störkommando für sie. Das heisst einfach, dass das, was sie macht, dass das nicht die richtige Lösung ist. Und dann muss ich mal überlegen, oder ich kann ihr dann das Kommando neu geben. Dann weiss sie, dass sie etwas nicht richtig macht. Sie kommt von mir nie lecker lieber. Bei mir ist alles mit Kommando, also mit Reden. Und halt mit meine Belohnung sind mit Wort. Wenn sie es super macht, dann sagen sie «Jawohl» oder «Super» und «Gute» oder «Streicheln». Ich kann nicht immer die Säcke voller Futter haben. Fuß. Jawohl! Hossa, laufen! Ho, 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 ho! Hossa, laufen! Alle! Hopp, hopp, hopp! Hossa! Ja, heute hat es gerade auch viele Autos. Stören ja nicht gross, solange sie langsam fahren und so. Passt das schon. Und wir sind auf der Straße. Machen wir leben damit. Fuss!
so einem Tag wie heute hat sie oben etwa gleich viele Touristen wie Kühe. Kennen ihr alle Namen? Nein, nicht von allen. Nur von ein paar. Das sind zu viele Kühe. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bye. Es ist auch wichtig, dass das die Leute verstehen, wenn wir hier oben machen und wieso dass jetzt die Kühe hier auf der Straße laufen und so. Und dass wir halt nicht ein Störfaktor sind, sondern dass wir einfach hier auch ein bisschen Arbeit machen und miteinander geht es immer besser, wenn beide ein bisschen Rücksicht nehmen, sei es mit den Autobiker oder eben die wandern. Ein bisschen Rücksicht nehmen aufeinander, dann geht das eigentlich tipptopp. Trotz der Hitze, nur Leuen geht nicht. Die Familie Boss hat auf der Weide etwas zu erledigen, das nicht so angenehm ist. Also Flackenstechen, das macht man vor allem, weil das ist etwas, das die Kühe nicht essen. Und das wird sich rasend schnell verbreiten. Und dort, wo das Flacken hat, hat es kein Gras mehr. Und Disteln sind Zumpfdisteln, die wir ausmachen. Und das Gleiche, die fressen es nicht und sie sich rasend schnell vermehren. Hast du auch ein Hackerli? Du selber rauslesen wollen. Also du was? Runterziehen. Runterziehen. Bis ganz runter. Gut, kannst du zurückziehen. Also die Entwicklung der Kinder ist wahnsinnig. Eben jetzt ist sie jetzt so die Windel am Loswerden. Und das Nuki abgeben. Und ich meine, das ist ein Riesenschritt für sie. Sie war ein mega Nuki-Kind. Und der Aaron ist wirklich, der hat mega Schritte gemacht. Als jetzt ein Besuch ist gekommen, auch Leute, die er nicht gekannt hat. Es ist so 10 Minuten und dann fängt er mit den Leuten reden. Das wäre daheim unvorstellbar gewesen, dass er mit fremden Leuten redet. Aber jetzt, wenn man schaut, wenn wir im Melken sind, am Morgen im Stall, die Kleine steht auf, zieht das Pyjama ab, legt Gummistiefel an und kommt in den Stall. Marlon sieht es ein bisschen anders aus, da ist noch ein bisschen Pascha dort durch, da bleibt er liegen. Aber auch er, ihn kannst du irgendwo her schicken, das hättest du vorher nie können, hat sich nicht so getraut. Er hat viel mehr Mut bekommen. Da hat noch gerade einen Block, Papa. Was? Da hat noch gerade einen Block und da auch einen. Tischle? Ist es eine Dürre? Ja. Und jetzt auch mit der Ellen. Zuerst waren sie wie eine Zwecksgemeinschaft. Aber jetzt sind sie, glaube ich, richtig... ja, jetzt sind sie wirklich dick. Also, eins hat mir auch gesagt, er muss mir etwas erzählen, aber ich darf nicht eifersüchtig werden. Er hat Ellen jetzt lieber als mich. Und das ist ja mega herzig. Also das ist wirklich für ihn ist das ein riesen Schritt. Ganz ernst?
oder heiß? Also ich auch mit der Kelle du ein Kleinstier, oder? Mahlzeit. Mole! Das muss ich sein. Na, ob du ein Stück Brot tust und noch gibst du weiter. Zum Wohle. Zum Wohle. Prost. Ist wie allem. Heute ist halt, ja, Geburtstag, schön, ja. Ist auch schön, wenn mehr Leute sind zum Essen, ne, muss ich schon sagen. Ja. Na, passt, danke für den Bringen. 10 Geburtstage werden wir nicht mehr machen. Dann bist du auch nicht 70 geworden. Ja, wer weiß. Wer weiß. Aber lassen wir mal heuer vorbei und dann immer jedes Jahr vorbei, das Beste. Ja, hallo. Macht das mit ganz viel. Hätte ich schon gewusst. Wie hast du schon gewusst? Wie hast du schon gewusst? Weil du mal mich gefragt hast, gell, so ein Hemd, das passt dir total gut. Und dann habe ich mir gedacht, ich wäre heuer wieder ein Hemd. Ein Hemd kriegen. Schön. Das war schön. Dankeschön. Ist er gekommen, gell? Ist er gerade gekommen, ja. Ich glaube, mein Vater zum 61. wünscht jetzt kein Hemd mehr, hat er gekriegt. Na, boah, Gesundheit, glaube ich, oder? Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Oder? Sag du mal was dabei, aber Gesundheit. Ja, verkehrt. Ja, dass es gut geht, halt zusammen. Weiterhin. Ah, die Gesundheit ist das Wichtigste. Das andere kommt von allein. Ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, dass meine Eltern im Sommer nicht auf der Alm sind. Vor allem beim Tata kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen, was er dann macht. Aber Wir gehen auf Mallorca und liegen in der Sonne, gell? ja, genau das kann ich mir nicht vorstellen. Thailand oder noch Thailand? Nein, ich mach mir schon lange keine Pläne mehr. Ich meine, wenn ich so sehe, wie es eigentlich so geht, ist am besten, du lebst jetzt und danach kommst du wieder. Lebe den Moment, heißt es, gell? Und so gar nicht, nein, es wird nie sein, dass ich nicht mehr auf die Alp gehe oder so, weil das sage ich nie. Wenn alles gut geht, dann werden wir nächstes Jahr wieder gehen. Nicht? Ja, ja. Das ist der Plan, ist schon der Plan. Aber weiter planen wir natürlich nicht. Dann schauen wir. Nein, ich finde es einfach ein Blödsinn, wenn Leute einfach hergehen und allem sagen, ja, nachdem wir das, nachdem wir das. Ich meine, es ist ja nicht, dass ich jetzt da negativ denke, überhaupt nicht. Oder denke, ja, was weiß ich, was nächstes Jahr ist. Aber mir kommt vor, es wäre viel zu wenig. Ich weiß ja, gedenkt, dass wir eigentlich leider auf ein Fadele hängen. Und das Fadele, ja, das kann ja vor dem Tag. Deswegen, wie unten auf der Unterhalb geschrieben haben, oder? Dass gestern ist Asche, dass morgen noch Holz, heute brennt das Feuer, oder? Das andere ist Holz relativ. And I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home. I'm making my way. I go so low, oh, I go so low. I'm making my way home. I'm making my way. Bei Bosses geht es zurück ins Tal. Aber nicht alle haben Stalldrang. Tiger! Wo ist die verdammte hure Scheisskatze? Also wirklich. Jetzt muss man noch verdampfen. Jetzt muss man einfach sein und nicht noch einen Ratschlag geben. Sonst verjagt es ihn, glaube ich. SRF bei den Leuten ist Ihnen präsentiert worden von «Aus der Region für die Region».